In diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach diesen schwarzen Balken rund um dein Fadenkreuz removen kannst. Bei mir geht das irgendwie nicht, also bei mir ist der Fehler nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, was der Fehler ist und zeige euch, wie ihr dieses Problem löst. Wenn euch mein Content gefällt, dann lasst gerne ein Abo da und natürlich auch über eine positive Bewertung würde ich mich freuen. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, meldet euch gerne in den Kommentaren. Ich helfe euch da auf jeden Fall gerne weiter. So, sind wir jetzt auf dem Desktop und das erste, was ihr jetzt macht, ist, ihr geht in die Videobeschreibung und kopiert euch dort diese Nachricht, die ich euch da reingepackt habe. So sollte das Ganze aussehen. Statt Chili Hero könnt ihr da einfach euren Benutzernamen hinschreiben, also wie euer PC heißt. Solltet ihr nicht wissen, wie genau euer PC heißt, könnt ihr einfach hier den Explorer öffnen. Dann geht ihr auf euer C-Laufwerk und auf Benutzer und dann seht ihr hier eigentlich eure Default-Benutzer und könnt da euren raussuchen. In meinem Fall wäre es halt dann Chili Hero. Genau, das heißt, ihr einfach das ersetzen, kopieren und dann Windows öffnen bzw. die Suchleiste. Und hier auf einfach Ctrl-V machen und dann habt ihr hier eure Packs, die ihr momentan drin habt. Dann sucht ihr das Pack, das ihr fixen wollt. In dem Fall wäre das mein 3K-Pack, das heißt Chili Hero, das heißt auch Chili Hero, genau. Ihr müsst halt gucken, wie das heißt. Dann geht ihr auf Textures, auf GUI und dann seht ihr hier diese Auswahl. Das ist eigentlich in jedem Texture Pack gleich, also es ist egal, mit welchem Texture Pack ihr das macht. Dann geht ihr auf icons.png, ihr seht da schon. Und doppelklickt das, öffnet das mit dem Editor eurer Wahl. Ich empfehle auf jeden Fall paint.net. Und ihr seht schon hier oben gibt es einen schwarzen Balken. Das mit dem schwarzen Balken gilt für beide Seiten. Das heißt, es kann sein, dass du hier in den icons.png keinen schwarzen Balken hast und in-game einen oder du kannst hier einen haben und in-game auch einen haben. Je nachdem musst du halt diesen schwarzen Balken dann hinzufügen oder löschen. Bei den meisten könnt ihr es einfach einmal auswählen. Ihr drückt dann einfach auf Delete. Und dann seht ihr, hier ist das Fadenkreuz an sich einfach freigestellt. Dann drückt ihr einfach nur auf Save und speichert das Ganze natürlich so, wie das jetzt gerade ist. Dann müsst ihr nichts weiter machen, als einfach das hier zu schließen. Das kann man auch schließen, muss man nicht speichern. Und dann kann man einfach direkt wieder in Minecraft rein. Dann einfach auf Settings und auf Global Resources auf Active. Und dann einfach dieses hier kurz deaktivieren, rausgehen, wieder in die Settings rein, wieder in MyPacks rein. Und das Pack dann einfach wieder einfügen. Dann geht man auf den Server seiner Wahl. Das war der ganz einfache Trick, um diesen schwarzen Balken rund um das Fadenkreuz wegzubekommen. Ich habe halt mega viele Anfragen bekommen, die gefragt haben, wie das Ganze weggeht, weil das halt einfach Seite 1.16.200 extrem rumbuggt. Falls ihr weitere Bugs kennt, dann schreibt die gerne in die Kommentare und ich versuche euch auf jeden Fall zu helfen. Lasst gerne eine positive Bewertung da, falls es euch geholfen hat und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bye!